Was passiert in den Vereinigten Staaten und im Kabinett? Gab es da nicht kürzlich eine Veranstaltung, an der die Katholiken teilnahmen? Genau, in Mar-a-Lago. Es gab ein großes Treffen von Katholiken für Katholiken. Und es waren alle traditionellen konservativen Katholiken aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum. Alle waren dort und hielten Reden. Ja, und es ist interessant, dass am Osterwochenende ein Treffen stattfand, bei dem Christus erneut hervorgehoben wurde. Und Franklin Graham war überglücklich über den Wandel, der stattgefunden hat. Genau, im Jahr zuvor war es dem Transgenderismus gewidmet oder so. Richtig. Und das Faszinierende ist, dass sich nicht nur das Kabinett dem traditionellen Katholizismus zugewandt hat, indem es ihn offen in Aschermittwochsfeiern und so weiter zeigt, wobei ein Vizepräsident das Zeichen empfängt und so weiter und der Protestantismus kein Wort dazu sagt. Nichts. Der Protestantismus existiert nicht mehr. Er begrüßt es sogar. Ja, er begrüßt es. Martin, sind Sie also zum traditionellen Katholizismus zurückgekehrt? Ja, und sie sehnen sich danach. Sie geben nicht einmal ein Wimmern von sich, also können Sie Protestanten sein. Protestieren Sie gegen die Doktrinen Roms? Nein. Nein, Sie schauen auf die Suppenküchen, Sie schauen auf die Erweckung, Sie schauen auf die Erweckung der Moral, Sie sind alle sehr aufgeregt, aber Sie wissen nicht, worauf diese Moral beruht, auf dem Naturrecht. Und auch nicht, wohin es sich entwickelt. Und wohin sie sich entwickelt. Und so haben Sie, Martin, ganz plötzlich, wo Sie in den letzten Jahren einen massiven Rückgang hatten, ein massives Wiederaufleben. Des Katholizismus, es dauerte nur ein paar Monate. Und was haben Sie benutzt? Haben Sie nicht die Berühmtheiten benutzt, die sich alle dem Katholizismus zuwandten? Einer nach dem anderen. Und was geschieht jetzt mit der Jugend? Nun, wo es früher, wie du gerade gesagt hast, waren die Kirchen leer, gibt es jetzt einen Zustrom. Und sie können nicht einmal mithalten. Und wohin geht es? Geht es zum Protestantismus oder geht es zum Katholizismus? Zum Katholizismus, und interessanterweise wollen sie, dass die konservative Tradition zurückkommt. Also die Jugend will den konservativen, traditionellen Katholizismus und der Mann, der dem im Weg stand, war Papst Franziskus, richtig? Ja, so ist es. Und ich weiß nicht, ob jemand den Film Konklave gesehen hat, in dem sie die Wahl des nächsten Papstes diskutierten und sagten, dass sie nicht zu den alten Dingen zurückkehren können. Also nahmen sie im Grunde genommen einen bisexuellen Hermaphroditen und er wurde Papst, um zu zeigen, dass das moderne Papsttum allumfassend sein würde und dass Wokeness und all diese Ideologien nicht funktionieren würden. Aber Martin, es gibt Priester und Prälaten, die sagen, wir müssen zu den alten Traditionen zurückkehren. Ja. Sagen, dass wir zum Licht zurückkehren müssen. Ja, sie nennen es Licht. Sie nennen es Licht, aber die Geschichte nennt es das dunkle Mittelalter. Aber das finde ich sehr faszinierend. Denn wenn sie das schaffen, wenn sie es schaffen, zu dem zurückzugehen, was sie Licht nennen, dann sagen sie buchstäblich, dass die Finsternis des Mittelalters Licht war. Ja. Und was sagt die Bibel dazu? Wehe dem. Wehe denen, die das Licht Finsternis und die Finsternis Licht nennen. Martin, und das ist der ultimative Verrat an Jesus Christus. Denn dann ist das ganze System weggespült. Übrigens hat Papst Franziskus Ablassbriefe ausgeteilt. Ja. Also hat er sich für den Ablass stark gemacht? Ja, sehr sogar. Es ist das Jubiläumsjahr. Er hat die Türen geöffnet und all das. Nun, Martin, wenn du Ablässe hast, dann ist Christus kein Vermittler, der den Preis für deine Sünden bezahlt hat. Es gäbe gar keine Notwendigkeit für einen Ablass. Alles, was es braucht, ist, auf die Knie zu gehen und ihm für das Opfer zu danken, es durch den Glauben anzunehmen und es sich selbst anzueignen. Und wie wir 1000-mal gesagt haben, die schlimmste Sünde meiner Meinung nach, die der Protestantismus in den letzten Jahrzehnten getan hat, war,
die Rechtfertigungslehre zu kompromittieren, die die Säule des Protestantismus ist, und diese gemeinsame Erklärung anzunehmen. Ich werde sie noch einmal zitieren, die besagt, dass wir allein aus Gnade durch Christi Heilstat gerechtfertigt werden. Das ist teuflisch, denn allein durch den Glauben an Christi sühnendes Blut werden wir gerechtfertigt. Christi Heilstat geht in die Schatzkammer der Verdienste. Das ist die katholische Lehre, und allein durch den Glauben wird man gerettet, denn ohne Glauben kann man nicht gerettet werden. Ja, man erhält Gnade, aber man muss sie sich durch den Glauben an das Blut aneignen. Das ist Rechtfertigung. Der Kompromiss ist also ganz und gar katholisch. Und um es ganz unverblümt zu sagen, alle, die diese Erklärung unterschrieben haben, sind wieder unter der katholischen Herrschaft und geben damit zu, dass sie die höchste ist. Und weil die Welt so chaotisch ist, ist der Protestantismus bereit, sich dem anzuschließen, nur um etwas Moral unter dem Anschein des Christentums zurückzubekommen. Es gibt da ein Video, in dem ein Priester in einem Interview etwas gesagt hat. Können wir das abspielen? Ja, lass es mich abspielen. Wo sehen Sie die Dinge im Moment? Ich meine, Sie sehen, dass sich zwei Lager herausbilden. Ich denke, ich habe vielleicht beide Seiten dieser sozialen Medien erklärt, die sagen, wow, der Woke-Papst ist gestorben. Wie wird die Kirche in Zukunft aussehen? Werden wir eine Rückkehr zu traditionellen katholischen Werten haben? Oder bewegen wir uns in eine völlig neue Richtung? Wo sehen Sie die Dinge für die katholische Kirche weltweit? Wenn wir uns die jüngere Generation ansehen, haben wir in den letzten Monaten viele Daten von verschiedenen Organisationen erhalten, die zeigen, dass jüngere Menschen die Tradition suchen, dass sie den katholischen Glauben finden. Und das im gesamten Westen, besonders in Amerika und in meinem Heimatland Großbritannien, wo wir die Kirche von England haben, die in den letzten 500 Jahren die vorherrschende christliche Konfession war. Und zum ersten Mal sieht es so aus, als ob die Katholiken die Führung übernehmen. Wir sehen also überall diese Suche nach traditionellem Gottesdienst und traditionellen christlichen Werten. Und deshalb hoffe ich, dass der nächste Pontifex ein konservativer, traditioneller, fundierter Katholik sein wird. Denn das wird es sein. Es ist einfach das perfekte Timing, denn die junge Generation sucht nach Tradition und gesunder Lehre. Und wenn jetzt ein Papst aufsteht, der sie umarmen kann und die Tradition der Kirche umarmt, dann könnte das eine gute Sache für die Welt sein, wenn wir eine Rückkehr zum Christentum im Westen sehen, weg vom Liberalismus und dem progressiven Säkularismus und all den Dingen, die uns auseinanderreißen und eine Kultur des Todes einführen. Dann könnten wir zurückkehren. Weg vom Licht. Weg von der Dunkelheit. Zurück zum Licht, was eine wunderbare Sache wäre. Hast du das gehört? Sie wollen, dass wir ins dunkle Mittelalter zurückkehren, aber sie nennen es Licht. Im Grunde genommen sagen sie also, dass der Protestantismus nie in der Lage war, moralische Maßstäbe zu setzen, dass er absolut versagt hat, dass nur der Katholizismus die nötige Stabilität bieten kann und dass wir zum Licht zurückkehren müssen. Und dass der Katholizismus zum ersten Mal den Protestantismus überall auf der Welt übertrumpft, sogar die Kirche von England, und dass er verankert werden wird. Weißt du, ich denke gerade, wie clever sie waren, dass alles in den letzten paar Monaten, seit Trump Präsident geworden ist, Katholizismus wieder attraktiv gemacht wird. Ja, und dann sagt Dolan, das ist die Vorsehung, es ist das richtige Timing. Das richtige Timing für was? Für den Katholizismus, um das Zepter zurückzunehmen, um in der Geschichte in das dunkle Mittelalter zurückzukehren und verankert zu werden. Und wer wird sie verankern? Der Spiritismus und der Protestantismus werden sie als den Standard erheben und der Standard Gottes, die 10 Gebote, wie sie in Stein geschrieben stehen, werden in den Staub gelegt werden. Und das Problem ist, dass die Protestanten sehr für diese ganze Bewegung sind. Denn, wie du gerade erwähnt hast, scheint es so, als ob diese Moral das ist, was sie befolgen wollen. Aber sie legen die Lehren beiseite. Sie sehen eine Religion der Werke und Christus wird verleugnet. Und sie sehen keinen Unterschied zwischen einer römisch-katholischen Messe
und einem protestantischen Abendmahlsgottesdienst. Es hat sich alles vermischt, weil sie die biblische Lehre begraben haben, Ja, genau so ist es. um Frieden und Einheit zu erreichen. Und Martin, das ist der letzte Strohhalm. Gott gab jedem die Gelegenheit, um zu sehen, worum es beim Katholizismus ging. Es war ein antichristliches System, das den Namen Christi benutzte, um ihn zu verleugnen, das ein System irdischer Vermittlung an die Stelle des großen Vermittlers setzte. Es wurde in der Reformation entlarvt. Es wurde in der Gegenreformation begraben. Es wurde im ökumenischen Konzil zahnlos gemacht und jetzt kehrt sie zu dem zurück, was sie Licht nennt, was die Bibel und sogar die Geschichte Finsternis nannten. Ich erwarte, dass das Pendel zu einem konservativen Papst schwingt, wie dieser Priester sagte, und ich wäre sehr überrascht, wenn das nicht passiert. Nein. Aber wir werden abwarten und sehen, wir sind keine Weisen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber wenn die römisch-katholische Kirche ihre Position als moralische Führungsmacht der Menschheit zurückerobern will, dann muss sie die Macht, die sie im Mittelalter hatte, zurückerlangen, und das wäre die totale Heilung der Wunde. Und wenn sie den Staat dazu bringen kann, ihre Doktrinen zu unterstützen, Was sie bereits tun. dann wird das Ende da sein. Ich bin so froh, dass diese Dinge passieren, denn ich möchte wirklich nach Hause gehen. Was ist mit dir? Oh, gewiss. Amen. Ich will also nicht sagen, dass ich froh bin, dass Papst Franziskus weg ist, denn das wäre nicht nett. Aber ich sage, dass ich froh bin, dass die Gelegenheit für die letzten Ereignisse gekommen ist, wo die Menschheit so eindringlich gewarnt worden sein wird. Ein heidnisches System beiseite zu legen und das wahre Evangelium der Erlösung in Jesus Christus anzunehmen. Sie werden es ein zweites Mal ablehnen, wie bei der zweiten Belagerung Jerusalems, doch dann wird es vorbei sein. Denn bei diesem Mal wird Rom definitiv kommen.